sieht da eng Äquation op der linker Seite und das kann ich vergleichen mit einer Klunsch auf einer Spielplatz. Eine Äquation ist eine Gleichung, schon also auf der einen Seite auf der Klunsch x plus 2 sitzen und auf der anderen Seite 5. Und die zwei sind am Gleichgewicht, das weisen den Schein mit dem ist gleich. Das heißt, die Linie ist absolut richtig, das Seite ist gerade so schwer wie die Seite. Wenn ich hier gehe, habe ich schon auf all Seiten zwei Wäsch, das schreibe ich einmal einen Strich minus 2, das bedeutet dann hi, ich schulden mein Klunsch, machen wir eine Copy, probieren, kopieren, setzen sie hier hin, einsetzen, voilà, schon eine Copy, ich schulden auf all Seiten zwei Wäsch, die schulden hi minus 2 und do minus 2. Da kriege ich eine neue, wo hier nach just x bleibt, an hier 5 minus 2, das heißt, da bleibt nach just 3. Das Ganze noch ein bisschen rüberrücken, gesagt, wie schön ist. Voilà. So, das heißt, ich habe schlussendlich einen Klunsch, wo auf der einen Seite x ist, hier ist x, und auf der anderen Seite 3, und das Ganze ist am Gleichgewicht, das heißt, x ist gleich 3. Wenn ich das mathematisch schreibe, auf der anderen Seite, dann habe ich hier also x plus 2 minus 2 bei dem Term 4 ist, und ich mache noch minus 2 bei dem Term 100 ist. Da kriege ich 4 ist, bleibt nach x, weil plus 2 und minus 2 zerstören sich gegenseitig. Auf 5 minus 2 kann ich rechnen, das geht 3. Ich habe also als Lesung gefunden, x als 3. Das ist also eine gute Methode, wenn man auf einer Seite plus 2 hat und will die plus 2 fortkriegen, möchte ich auf den zwei Seiten, das geteilt mit dem Strich, gekennzeichnet, möchte ich auf den zwei Seiten minus 2, dass wir, wenn ich auf alle Seiten von der Klunsch gibt, 2 wegschüllen, da bleibt das Ganze am Gleichgewicht, aber das, was du längsariert sitzt, das ändert. So, dann haben wir x Rest von x als 3. Ich sage nicht mal merci.